Herzlich willkommen zu dieser Predigt von der GVC Winterthur. Wir hoffen, dass die Predigt dich inspiriert. Wir laden dich dazu ein, dir Gedanken darüber zu machen. Wir wollen heute zusammen eintauchen, und zwar ein bisschen in eine erfrischende Gegend von Kreta. Wer war schon mal in Kreta gewesen? Ich bin noch selber nie drin gewesen. Man sieht nur so die schönen Bilder amix und hört davon, das muss wunderbar sein. Ein wunderschöner Ort mitten im Mittelmeer und ein wichtiger Ort, wo immer wieder ganz viele Touristen anreisen. Und das ist vor Jahren nicht viel anders gewesen. Es ist zwar nicht so ein touristischer Ort gewesen, aber es ist ein Knotenpunkt gewesen von der damaligen Zeit für den Handel, fürs Zusammenkommen. Und es ist geprägt gewesen von ganz vielen verschiedenen Kulturen, von den Römern und von den Griechen. Und in diese Gegend, da schickt der Paulus seinen Kollegen, seinen Jünger sozusagen, den Titus. Und heute, wenn wir zusammen anschauen, was dann der Paulus dem Titus geraten hat, wie er soll unterwegs sein in dem Kreta, in dieser Ortschaft, wo vieles am Laufen war. Und ich muss zugeben, es startet jetzt nicht ganz so erfrischend, wie du dir das vielleicht erhofft hast. Und zwar fährt der Paulus ganz am Anfang eigentlich schon an, im Vers 10 von dem ersten Kapitel. Auf Kreta gibt es nämlich viele Schwätzer und Betrüger, die sich von niemandem etwas sagen lassen. Die meisten von ihnen sind jüdischer Herkunft. Notorische Lügner sind die Kreter, Raubtiere und Faulpelze, die nur an ihren Bauch denken. Er trägt da recht dick auf, ehrlich gesagt. Nicht mega erfrischend, was wir da von diesen Kreter lesen müssen. Die Kreter sind anscheinend bekannt gewesen für Lügner, berüchtigt für Verrat. Das ist auch das Wort Kretissio, wo eigentlich abgeleitet ist von dem Griechischen, wo eben in der damaligen Zeit genau das bedeutet hat. Also Menschen, die bekannt gewesen sind zum Lügnen, zum die Unwahrheit zu erzählen. Und genau in diese Szene, in diese Gegend, schickt der Paulus den Titus an und sagt: Du Bursch, du bist ein bisschen robust. Wir wissen von ihm, dass er ein bisschen ein robuster Kerl war, im Gegensatz zum Timotheus, der eher ein bisschen ein lieblicher, ein feiner Mensch war. Und der Titus, der hat der Paulus gefunden, das ist der richtige Mann, den schicke ich dort hin, wo es ein bisschen herzu und her geht. Nicht, um die Menschen vor Ort zu verurteilen, das war nicht ihm sein Ziel, sondern um am Titus eigentlich zu zeigen: Schau du dieser Gemeinde dort vor Ort und zeig ihnen auf, wie ihr das Evangelium leben könnt. Die Kreter, die haben nämlich nicht mega gut gehört. Das lesen wir auch gerade in diesem Text. Sie haben nicht gut gehört, was man alles anders machen sollte. Und darum hat der Paulus gesagt: Schau, Titus, das Wichtigste ist, dass ihr anders lebt. Dass ihr eine andere Kultur lebt. Und dann wird das Evangelium zum Tragen kommen. Dann wird es leuchten. Dann könnt ihr mit euren Taten Licht und Salz sein für die Gegend in Kreta. Und er erwähnt ganz am Anfang vom Brief, im Vers 2, ich schreibe im Blick auf die Hoffnung auf das Leben, das Ewigkeitskraft besitzt. Das hat Gott, der niemals lügt, vor den Zeiten der Ewigkeit schon angekündigt. Am Paulus ist es ganz wichtig, sie von Anfang an klar zu machen: Der Gott, wo wir daran glauben, der lügt nie. Das Evangelium, wo wir haben, das ist Wahrheit. Und das kommt zum Tragen. Wenn wir an das Wort Gottes glauben, das umsetzen in unserem Leben, dann wird es zur Blüte führen. Dann wird es am Schluss in unserem Leben Frucht tragen. Ganz im Gegensatz zu dem, was im Moment auch in dieser Kirche vor Ort der Fall war, wo auch Christen einen Lebensstil gepflegt haben anscheinend, der nicht dem entsprochen hat, was Gott vorgehabt hat.
3 Personengruppen greift er eigentlich in dem ersten Kapitel ganz persönlich auch ein bisschen an und erwähnt eigentlich 3 verschiedene Arten von dem Lügen. Im ersten Teil, im Vers 10, wo wir vorher gelesen haben, da nimmt er eigentlich Personen ins Visier, die eben betrügen oder etwas falsch sagen. Und ganz wichtig, da geht es nicht einfach darum, so ein bisschen, wie meine Tochter das vielleicht auch ab und zu gerne macht, wenn es darum geht, hast du ein Glas gehabt? Nein, sicher nicht. Nicht um solche Lügen geht es, sondern es geht um ein notorisches Lügen, anwährendes Lügen, also etwas, das zutiefst drinnen in dieser Person verankert ist. Lügen, die immer wieder vielleicht auch die gleichen sind in ihrem Leben. Und genau diese Lügen sollen nicht der Fall sein, wenn wir mit Jesus Christus unterwegs sind. Sie bringen Unfrische in unsere Beziehungen hinein. Sie bringen Vernichtung in die Beziehungen von uns Mitmenschen hinein. Und da ist die erste Frage an dich: Wo hast du vielleicht solche Lügen auch in deinem Leben? Unwahrheiten in deinem Leben, wo du mitträgst, wo du nicht ganz ehrlich bist gegenüber deinen Menschen in deinem Umfeld, Freunden, Familie. Die zweite Gruppe, die er auch anvisiert, das sind Menschen, und das kommt im Vers 11 zum Zug. Diesen Leuten muss man einen Maulkorb anlegen, denn sie bringen ganze Familien vom Glauben ab, indem sie verwerfliche Dinge lehren, die niemals gelehrt werden dürften, und das einzig und allein in der Absicht, sich zu bereichern. Da hat es also Menschen gegeben, wo sie die Unwahrheiten erzählt haben, mit einer Absicht dahinter, sich zu bereichern. Das sind vielleicht Informationen gewesen, die sie teilt haben oder nicht teilt haben, genau aus dem Grund heraus, dass sie am Schluss besser wegkommen, dass sie ihren Gewinn maximieren. Für das sind die Kreter dort sehr bekannt gewesen. Oder man kann so die ein oder andere Informationen enthalten und dann kann man noch ein bisschen mehr Geld machen. Und genau das sagt der Paulus, hey, das passt nicht zum christlichen Lebenswandel. Das passt nicht dazu. Sag die Wahrheit, sag das, was wirklich richtig ist, und bring alle Informationen aufs Tablett, so dass wir ehrlich miteinander im Austausch sind. Und die dritte Gruppe, da nimmt er nach Judenchristen eigentlich ins Visier, also Menschen, die eigentlich im jüdischen Glauben aufgewachsen sind. Und dort sagt er, sie sollen nicht mit jüdischen Legenden abgeben und sich nicht von Menschen, die der Wahrheit den Rücken kehren, vorschreiben lassen, was sie als rein anzusehen haben und was nicht. In anderen Übersetzungen wird Spekulationen erwähnt. Die Menschen sind bekannt gewesen zum Spekulieren, zum über irgendwelche Sachen zu diskutieren und eben auch über jüdische Legenden hin und her zu diskutieren und vor allem eben auch darüber zu diskutieren, was denn jetzt rein ist und was nicht rein ist. Und der Paulus erwähnt diese Gruppen an Menschen immer und immer wieder in seinen Briefen. Und er sagt eigentlich, hey, schau, in unserem Glauben geht es nicht darum, über all die Diskussionen die ganze Zeit über irgendwelche Rituale, was jetzt richtig und falsch ist, sondern es muss am Schluss mit unserem Glauben, mit unserem Alltagsglauben zu tun haben. Wo hat unsere christliche Nachfolge mit unserem Glauben zu tun? Oder wo sind wir am Diskutieren, was man wie müsste und könnte und sollte und so weiter? Und am Schluss hat es keinen Einfluss mehr auf unser Glaubensleben. Und genau von diesen Menschen warnt da der Paulus. Es wird jetzt ein bisschen erfrischender im Kapitel 2. Noch nicht ganz so erfrischend, das Kapitel 3 ist das erfrischendste, kann ich euch garantieren. Aber wir sind auf einem guten Weg dazu. Und zwar kommt er jetzt eigentlich zu seinem grossen Thema. Das, was er eigentlich immer wieder beleuchtet in dem Titusbrief, sind die wahren und die guten Werke. Das, was ich vorher schon erwähnt habe. Dass der Paulus eigentlich sagen will, hey, schau, wenn eure Taten
am Schluss gefüllt sind von dem, was der christliche Glaube tatsächlich ausmacht, dann werdet ihr das Evangelium können leben und dann werdet ihr einen Unterschied machen. Ihr Gläubigen könnt dann einen Unterschied machen. Und so heißt es am Anfang von dem Kapitel: Du aber unterweise die Gläubigen so, wie es der gesunden Lehre entspricht. Die älteren Männer haltet dazu an, besonnen zu sein, ein glaubwürdiges Leben zu führen, verantwortungsbewusst zu handeln und sich im Glauben, in der Liebe und in der Geduld zu bewähren. Entsprechendes gilt für die älteren Frauen. Auch in ihrem Verhalten soll sich Gottes Heiligkeit spiegeln. Sie dürfen weder klatschsüchtig noch alkoholabhängig sein. Vielmehr sollen sie durch Lehre und Vorbild die jüngeren Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, verantwortungsbewusst zu handeln und sich von jeder Verfehlung reinzuhalten, sich um ihren Haushalt zu kümmern, freundlich zu sein und sich ihren Männern unterzuordnen. Denn die Botschaft Gottes soll nicht in Verruf geraten. Halte auch die jüngeren Männer dazu an, in jeder Situation verantwortungsbewusst zu handeln. Sei du selber ihnen ein Vorbild darin, Gutes zu tun. Wenn du lehrst, tu es aufrichtig und glaubwürdig. Eine rechte Palette an Sachen, die jetzt da der Paulus aufgreift und an dem Titus versucht, mit auf den Weg zu geben. Die Listen kommen beim Paulus immer wieder vor. In diversen Briefen erwähnt er immer wieder unterschiedliche Listen, was wir sollen und was wir nicht tun sollen in unserem Glauben, damit das Evangelium zum Tragen kommt. Auch im Kapitel 1 hat es bereits so eine Liste. Und manchmal kommt sie uns vielleicht ein bisschen vor wie so eine Checkbox, oder? Ich weiss noch, mit 18 habe ich es tatsächlich so gemacht, oder? Ich habe dort irgendwie einen Leitungsjob übernommen und nachher denkt so, im Kapitel 1 hat es so eine Liste für Leitungspersonen und dann habe ich angefangen, Häkchen zu setzen, oder? Bei den Sachen, wo ich das Gefühl hatte, die habe ich schon begriffen oder so. Ich glaube, irgendwie passt das nicht ganz in den Kontext von Paulus, wie er gelehrt hat und so weiter. Weil gerade in dieser Liste fehlt dann doch noch einiges, zum Beispiel die Früchte vom Heiligen Geist, die zum Teil zwar eingearbeitet sind und zum Teil auch nicht. Um was ist da am Paulus gegangen? Der Paulus hat in den verschiedenen Themen, die er da eigentlich rausgepickt hat, hat er in eine Situation hineingeredet, wo er gesagt hat, hey, schau, das ist wichtig. So könnt ihr einen Unterschied machen in dieser Zeit, in dieser Situation, wo ihr gerade drin lebt. Da sind ihr auch herausgefordert, in der Gesellschaft, wo ihr im Moment drin lebt, um diesen Unterschied auch tatsächlich zu machen. Weil ihr so Vorbild sein könnt. Und heute langt es leider nicht, um jeden Teil von dieser Liste durchzuschauen. Und doch wollte ich zwei so exemplarisch rauspicken, weil es mir irgendwie entgegengesprungen sind und weil es vor allem auch im Kapitel 1 analog auch schon vorgekommen sind. Das erste Thema, und das ist vielleicht auch ein Thema, das nicht so oft erwähnt wird, das ist die Alkoholabhängigkeit. Das ist mir irgendwie einmal entgegengesprungen. Und auch im Kapitel 1 hat das eben auch an die Gemeindeleiter eigentlich oder an die Ältesten formuliert und gesagt, es ist wichtig, dass ihr da einen Unterschied macht. Wahrscheinlich eben auch aus dem Anlass daraus, dass gerade die Menschen in Kreta das dort nicht so im Griff hatten. Der gesunde Umgang mit Alkohol. Und es kann sehr schwerwiegende Konsequenzen haben. Es hat mehr Konsequenzen als einfach irgendetwas anderes. Und er will da an die Menschen vor Ort appellieren, macht euch Gedanken darüber. Und übrigens nicht nur die Frauen, nur weil es jetzt da bei den Frauen erwähnt worden ist, sondern auch an die Männer, weil es eben im Kapitel 1 an die Männer gerichtet worden ist. Und ich will uns als Gemeinde herausfordern, einen gesunden Umgang mit Alkohol zu finden. Der Paulus war kein Abstinenzler. Er hat im Timotheus, ja sogar am Timotheus empfohlen, nimm ein Gläschen Wein, das tut dir gut. Aber er ist sich am Kontext bewusst gewesen.
Am einen hat er gesagt, pass auf, und am anderen hat er gesagt, ist gut. Und ich glaube, was wir daraus lernen können, ist, überprüfen wir unser Leben immer wieder, auch in diesem Bereich. Das zweite Thema, und auch das kommt zweimal vor, das ist Klatschsucht. Die Art und Weise, negative Sachen weiter zu diskutieren, negativ über Dritte herziehen, Geheimnisse auszuplaudern. Und ich weiss, das ist auch so etwas, wo man verniedlichen kann und gleichzeitig steht es da irgendwie sehr präsent und wird auch immer wieder in seinen Briefen erwähnt. Die Art und Weise, wie dass wir mit und über andere Menschen reden. Und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Kultur, wo wir einen Unterschied machen können. In unserer Gesellschaft, in unseren Groups, dort, wo wir miteinander Gemeinschaft leben. In der Psychologie redet man davon, dass Menschen, die klatschsüchtig sind oder eben den Umgang sehr stark pflegen, das aus eigener Unsicherheit macht. Manchmal zum Streben vor Aufmerksamkeit macht. Nach einem Bedürfnis, sich abzugrenzen oder vielleicht sogar neu mit das zuzugehören. Falsche Informationen oder einfach eben auch Informationen weiterzugeben. Auch da, Urteil selber, wo das bei dir vielleicht dran ist, auch dort wieder eine Korrektur vorzunehmen. Und jetzt kommen wir definitiv in einen erfrischenden Teil über. Und das habe ich mich ehrlich gesagt gefragt, als ich den Titus angeschaut habe, ist es dann einfach ein Mahnbrief. In dem letzten Kapitel, da wird es für mich so richtig lebendig. Und die erfrischende Kraft von Gott wird sichtbar. Im Vers 4 bis 7 kommt so ein wunderbares Gedicht zum Tragen. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters, und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet, nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde oder eben erfrischende Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt sind wir jetzt also, entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Der Brief kann falsch verstanden werden, wenn man einfach nur die Versen anschaut, wo die guten Taten im Blickpunkt genommen werden. Ich glaube, 6-mal erwähnt er, dass wir gute Taten vollbringen sollen. Aber er ist genau in diesem Kontext geschrieben, von diesen paar Versen. Wir selber schaffen es nicht. Er tut es da sogar formulieren, als ob es wir vielleicht noch geschafft hätten. Obwohl er ganz genau weiss, der Paulus, wir hätten es nie geschafft, um all die guten Taten zu vollbringen und irgendwie das Leben einfach immer im Griff zu haben. Am Paulus geht es darum, dass man dieser freundlichen Zuwendung von Gott immer wieder begegnet, so wird es in einer anderen Übersetzung erwähnt. Die freundliche Zuwendung von Gott immer und immer wieder erfahren. Und das ist nichts anderes, wie das Jesus Christus uns begegnet. Dass wir die erfrischende Kraft von der Erneuerung vom Heiligen Geist immer wieder erfahren. Gerade in den Bereichen, wo wir herausgefordert sind. In diesen Listen, die uns manchmal erschlagend und erdrückend vorkommen, dass wir dort immer wieder neu die Erfrischung in unserem Leben dürfen erfahren. Weil es wird frisch, wenn wir Gesundheit in unserem Leben erfahren, wenn wir Ausrichtung erfahren, wenn wir geduldiger werden, wenn wir freundlicher, wenn wir liebevoller mit unseren Menschen umgehen, dann werden wir erfrischt durch andere Menschen, die das genauso machen, wie auch in unserem Leben.
Der Tim Keller hat einmal ein wunderbares Zitat gemacht und er hat gesagt, der Moralist rät uns, unsere Leidenschaft unter Kontrolle zu halten, damit wir nicht bestraft werden. Er setzt bei unserem Willen an. Der Relativist rät uns dagegen, uns selbst zu verwirklichen und herauszufinden, was für uns das Richtige ist. Er setzt eher bei den Gefühlen an. Das Evangelium sagt uns, dass uns die bedingungslose, unerschütterliche Gnade Gottes lehrt, unseren Leidenschaften den Rücken zu kehren. Eben der Titus 2, Vers 12. Diese Gnade schenkt uns dafür neue Wünsche und Neigungen. Das Evangelium führt uns zu einem ganzheitlichen Ansatz, der damit beginnt, dass uns die Wahrheit ins Herz rutscht. Ich finde, er bringt da so eine wunderbare Gegenüberstellung und sagt, es geht nicht darum, dass wir die Liste jetzt nehmen und krampfhaft versuchen, alles in unserem Leben unter Kontrolle zu bringen. Weil das wird uns genauso vernichten. Es geht aber auch nicht darum, einfach zu sagen, wir schauen mal, was für mich jetzt gerade so passt von dieser Liste. Sondern es geht darum, mit dem Heiligen Geist herauszufinden, wo die Erneuerung, die Erfrischung in unserem Leben dran ist. Immer wieder unser Leben auf den Jesus Christus auszurichten. Nicht in Diskussionen zu enden, nicht in irgendwelchen theoretischen Überlegungen zu enden, sondern abzubrechen in mein Leben, was das für mich persönlich heisst. Und genau das meint der Paulus, wenn er darum nachher sagt, das ist Good News, this is good news, haben wir vorher gerade gesungen. Im Titus 3, Vers 8 heißt es, ich will, dass du dies alles im Nachdruck weitergibst, denn alle, die zum Glauben an Gott gefunden haben, sollen sich darum bemühen, Gutes zu tun. Das ist nützlich und hilfreich für alle Menschen. Für alle Menschen ist es nützlich und hilfreich, wenn wir Gutes tun, wenn wir in unserem Zusammenleben uns ausrichten. Und der Paulus hat das im ganzen Brief immer wieder deutlich gemacht. Dort, wo eine Gemeinschaft herum ist, wo es schafft, diese neue Art von Denken und von Handeln und von Überzeugung in ihrem Herzen zu tragen, dass dort das Evangelium zum Tragen kommt. Dass dort das Evangelium in Kreta zum Tragen kommt, weil sie anders leben. Und dann müssen sie nicht darüber reden, sondern ihre Taten werden leuchten und die Menschen um sie herum werden aufmerksam auf das. Und das ist die Line, die der Paulus versucht durchzuziehen, eigentlich in diesem ganzen Titusbrief. Dass dort, wo ein wahrhaftiges Leben, wo Wort und Tat zusammenspielt, wo Herz, Wort und Tat zusammenspielt, dass dort am Schluss das Evangelium zum Leben erwacht und einen Unterschied macht. Ich habe in den Vorbereitungen für mich persönlich das Kapitel 3 nochmal durchgelesen und Gott ist mir selber dort nochmal begegnet. Im Vers 2 heißt es, kein Christ darf gehässig über andere reden oder gar Streit suchen. Er soll vielmehr jedem freundlich und liebevoll begegnen. Als ich den Vers durchgelesen habe, habe ich gemerkt, dass es mich ganz persönlich auch trifft. Und ich bin selber in einer sportlichen Leitung vom Handballverein tätig und ich merke, wie mich das selber mega herausfordert. Ich habe so viele Menschen, die mir amigs auf den Wecker gehen. Weil sie auch noch finden, was noch wichtig und richtig wäre und so weiter. Und dann hast du so Junioren, die hocken ja jetzt nicht gerade da, gell? Die das Gefühl haben, sie wissen, was man müsste und überhaupt. Und Anspruch hätten, was ich alles noch sollte und machen. Und dann kommt das Wort in mir auf. Und kein Christ soll kässig reden. Und ich merke, wie es mich herausfordert. In dieser Gesellschaft Salz und Licht zu sein. Bei mir zu sein. Bei mir anzuschauen und mir zu überlegen,
wo das ich das Evangelium dort noch viel mehr zum Tragen bringen kann. Weil dich Gott in die Gesellschaft hinein berufen hat, um mit diesen Sachen einen Unterschied zu machen. Nicht mit der komplexen Theologie, irgendwelchen Grundgedanken, die man drehen und machen können, sondern mit dem alltäglichen, auf Jesus ausgerichteten Leben, wo du Frische kannst ins Leben hineinbringen, wo du Ausrichtung in dein Leben kannst hineinbringen und so kannst anderen Menschen Zugang zum Evangelium bieten. Wo ist bei dir dran, in dieser Sommerpause, vielleicht über dein Leben einmal nachzudenken, solche Briefe vielleicht einmal vorzuholen und bewusst zu kauen, wie wir sie in der Follow Jesus gehört haben. Und dabei vielleicht beim einen oder anderen Begriff hängen zu bleiben und zu merken, dass das genau dich betrifft. Dass das Wort vielleicht für dich in der nächsten Season entscheidend wichtig ist, dass du an deinem Arbeitsplatz, in deiner Family kannst das Evangelium verbreiten, durch Wort und Tat. Vater, deine Worte sind voller Klarheit, manchmal auch Direktheit. Manchmal scheint es uns nicht auf den ersten Moment erfrischend und doch ist das Ziel immer Erfrischung für unser Leben. Frische in unserem Alltag zu erleben, zum Licht in unsere Dunkelheit hineinzubringen, wo vielleicht im Moment gerade noch Dunkelheit in unserem Herz liegt, wieder eine Frische drin hineinzubringen. Und Geist Gottes, wie wir es da so gelesen haben in diesen Versen, hast du uns das versprochen, dass die erfrischende Kraft immer und immer wieder neu darf gewahrt werden in unserem Leben. Ich will den Bibelvers nochmal lesen. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Ich bitte dich, dass du jetzt in dieser Zeit den Geist wieder ausgüssest über uns, dass wir dürfen erleben, dass du überführst und uns aufzeigst, wo die Frische in unserem Leben erhältlich ist. Amen. Danke, hast du reingeschaut in die Predigt und lass uns einen Kommentar, was dich begeistert hat oder was Fragen aufgerührt hat. Hey, wir bauen Kirchen und wir machen die Predigten, dass Menschenleben zum Blühen kommen und mit Gott connected werden. Und das hoffen wir, das ist passiert. Wenn du Fragen hast oder das Gebetsanliegen, dann kontaktiere doch uns. Wir lieben es, mit Menschen in Verbindung zu kommen. Wir lieben es auch für Menschen zu beten. Wenn dir die Predigt gefallen hat, dann gib doch einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal, dann verpasst du die nächste Predigt sicher nicht. Wenn du uns unterstützen willst und dir das gefallen hat, dann geh auf den Button, scan den QR-Code. Danke vielmals. Und sonst, hey cool, hast du reingeschaut und hoffentlich bis ein anderes Mal.